In der Schweiz brauchen wir hure oft als Verstärkungswort. Hure schön, hure gescheit, hure geile Videos. Wir alle haben uns wahrscheinlich schon mal gefragt, wieso wir ein Abschätzungswort, das eine Prostituierte bezeichnet, als harmloses Synonym für sehr benutzen. Ihr stellt mir Mundartfragen und ich beantworte sie euch. Los geht's! Es ist tatsächlich so, dass hure viele Verstärkungswörter, die wir brauchen, von recht derben Begriffen abstammen. Bei verdammt oder verflucht sieht man die negative Bedeutung noch gut. Aber habt ihr gewusst, dass Cheiben und Kogen von alten Wörtern abstammen, die Leichnam oder Kadaver bedeutet haben? Oder dass Schambar eigentlich mit Schand behaftet oder ehrlos bedeutet? Sogar das mittlerweile ganz harmlose «sehr» hat im Mittelalter «wund» oder «versehrt» geheissen. Und an dem sieht man recht gut, was mit Verstärkungswörtern passiert, wenn man sie lang braucht. Sie nutzen sich ab und ihre Bedeutung verblasst. Auch das Wort «hure» macht das Schicksal durch. Als Verstärkungswort hat es mittlerweile nicht mehr so eine krasse Bedeutung. Auch wenn man im formellen Kontext vielleicht eher auf andere Wörter zurückgreift. Was kennst du noch für «hure», «kogen», «Schambar» mega gute Verstärkungswörter? Schreib es mir in die Kommentare und mach das Plus weg, um meine hure spannenden Videos nicht mehr zu verpassen.